Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir folgende Themen für euch. Die Stadt Bern hat ein neues Belichtungskonzept. Und die Familie von Jana Helen freut sich mit ihr über den Erfolg an der Olympiabfahrt. Zuerst haben wir jetzt aber noch die News kurz zusammengefasst. Der Bundesrat hat heute eine Pressekonferenz zum Coronavirus gehalten und hat Folgendes bestimmt. Die meisten Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie aufzuheben. Wegfallen wird ab Mitternacht unter anderem die Zertifikatspflicht für Restaurants, Theater, Kinos und Veranstaltungen, die Bewilligungspflicht für Großveranstaltungen und die Maskenpflicht mit Ausnahmen des öffentlichen Verkehrs und der Gesundheitseinrichtungen. Der Ausbau vom Bahnhof Bern wird teurer und verzögert sich. Die Erweiterung vom zweitgrössten Bahnhof der Schweiz zieht sich in die Länge. Sie wird erst 2029 fertig sein, 1,5 Jahre später als geplant. Schwierige geologische Verhältnisse, hydrologische Probleme, Altlasten und Corona haben dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach 3 Jahren Planung hat die Stadt Bern ein neues Belichtungskonzept. Das Ziel davon ist, nicht nur den Energieverbrauch und die Lichtemission zu senken, sondern auch das Sicherheitsgefühl zu stärken. Gina Krückel hat sich von Adrian Stiefel, dem Leiter vom Amt für Umweltschutz, das Ganze ein bisschen genauer erklären lassen. Licht ist ja etwas sehr Emotionales. Licht ist auch, schafft auch Identität und Licht gibt ein gutes Gefühl. Aber übermäßiges Licht, übermäßige Lichtemissionen, das ist schädlich für die Umwelt, die sind schädlich für uns Leute. Und wenn sie schlecht gemacht ist, Beleuchtung, ist das auch schlecht für das Sicherheitsempfinden und für die Sicherheit der Stadt Bern. Es ist wirklich eine Herausforderung. Also, wir haben wirklich von Anfang an den Anspruch gehabt, mit allen aktuellen Gruppen zusammenzuarbeiten, also mit der Polizei, mit der Quartierbevölkerung, mit dem Gewerbe, so dass wir auch ein Verständnis haben können schaffen, dass es nicht unbedingt immer nur mehr Licht besser ist und mehr Licht mehr Sicherheit gibt. Also, man kann sich das vielleicht am besten vorstellen, wenn man auf einer Bühne ist. Da wird man angezündet, alle sehen einen, aber man sieht das Publikum nicht richtig. Also ein Blendeffekt und man weiss nicht recht, wer das rum ist. Das ist das Gleiche, wie wenn man auf einem Weg ist, wo schon ein paar hell beleuchtet ist, der Weg, aber neben dem Weg ist es dunkel. Dann fühlt man sich auf dem Weg total ausgestellt, total beobachtet. Man hat nicht so recht eine Ahnung, ob nebendran jemand ist. Und mit dem neuen Beleuchtungskonzept vermeiden wir solche Kontraste vermeiden. Und wir machen einen fliessenden Übergang, sodass man sich so fast wie eine Vollmondnacht vorstellen kann. Und das ist so ein bisschen das Ziel, das wir haben für die Stadt Bern in Zukunft. Hut ab vor dieser Leistung, sagt die Cousine von Jana Helen nach dem starken 6. Rang an der Olympiabfahrt zu Peking. Daumen drücken und früh aufstehen war für die ganze Familie ein Muss. Rebecca Affolter und Kim Franzen haben sich mit den wohl grössten Fans der Berner Oberländerin unterhalten. Ich bin Simona Helen, ich bin Zwillingsschwester von Johanna. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben das Leben bis jetzt zusammen teilen und ja, bin ganz ein grosser Fan von ihr. Ich bin Sandra und ich bin die stolze Cousine von Johanna. Und bin um 4 Uhr auf. Ich bin Sophia und ich bin auch um 4 Uhr auf. Ich bin Daniel und bin auch um 4 Uhr aufgestanden. Ich bin der Levin und bin auch um 4 Uhr auf. Und ich bin auch noch eine stolze Cousine, Martina. Wir stehen fast für jedes Rennen auf, aber so früh war es noch nie. Es ist halt in einer Nation wie der Schweiz so schwierig, einen Startplatz zu bekommen, weil es so viele gute andere Athleten haben und die hätten so alle verdient, dort zu starten. Und dass sie es jetzt so auf den Punkt gebracht hat und ihre Abfahrt ist sehr viel wert. Sie ist schon sehr gut gefahren und schnell. Ich glaube, es hat fast niemand 35 Sekunden dort geschafft. Am Anfang, gell? Ist sie eben in Führung gewesen, genau. Für mich war ich extrem nervös für sie. Einfach, es ist die Zitterpartie zwischen ihnen, ich musste küssen.
hernehmen, weil ich auch ein bisschen Angst hatte. Ja. Es hat gefällt, das ist richtig... wir hatten eine gute Stimmung. Ja. Wir haben uns überlegt, Champagner aufzutun, aber es war noch ein bisschen früh. Genau. Ich glaube, das täten wir dann am Abend. Ja. So, das war es mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen findet ihr bei uns im E-Paper oder online. So, jetzt gibt es noch das Wetter von den Kollegen von Meteo News. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter fürs Berner Oberland. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und es freut mich, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie heute mit dem dunkelgrauen Himmel von heute Morgen über Beatenberg. Ja, so grau ist es heute praktisch überall gewesen. Über Nord- und Nordwesteuropa liegt aktuell ein riesiges Tiefdrucksystem in mehreren eingelagerten Zentren. Die Schweiz befindet sich an seiner Südflanke im Bereich von einer straffen West- bis Nordwestströmung. Mit dieser Strömung erreicht uns heute eine Warmfront und die bringt uns einen Schwall von feuchter und vor allem milder Luft. Ja, und die feuchte Luft macht sich morgen in Form von Regen bemerkbar. Wir wachen im ganzen Oberland zu dicken Wolken und Niederschlägen auf. Die Schneefallgrenze sinkt allmählich in Richtung 1500 Meter sinkend. Dazu messen wir am Morgen rund 8 Grad von Thun bis nach Meiringen und in Grindelwald stehen wir zu 6 Grad auf. Bis zum Nachmittag gibt es dann auch immer wieder längere trockene Phasen. In Richtung Alpen gibt es noch letzte Niederschläge und auf den Bergen bläst ein stürmischer Wind aus westlichen Richtungen, der in exponierten Lagen sogar Orkanböen bringt. Wir messen am Nachmittag bis zu 12 Grad in Thun und bis zu 8 Grad in Gstaad. Auf den Freitag beruhigt sich das Wetter. Wir erwarten einen veränderlichen Mix aus Sonne und Wolken und frühlingshaft milden Temperaturen. In der Nacht auf den Samstag wird es mit einer Kaltfront wieder verbreitet nass und vor allem am Samstagmorgen ist es wechselhaft mit Schauer oder Schnee ab 700 bis 800 Meter. Auf den Nachmittag bessert sich das Wetter dann langsam wieder. Der Sonntag ist bei veränderlicher Bewölkung meist trocken. Es kann vereinzelt ein paar Regenspritze geben und auf den Montag wird es dann voraussichtlich wieder trüber. Ja, auch der Wochenstart wird windig und nass. Und auch am Dienstag geht es bis jetzt wechselhaft weiter. Ein bisschen präziser können wir das aber schon bald sagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Geniessen Sie den schönen Freitag. Bis gleich wieder. Ade miteinander.